Derzeit wird sie besonders strapaziert, unsere Haut. Das Gesicht, die Wangen schmiere ich eigentlich immer so mit so einer dicken Fettcreme ein. Reporter Vero Andersen gönnt sich einen kleinen Wellness-Tag. Da freut sich die Hand jetzt, oder? Und bekommt Tipps, mit welchen Wirkstoffen man die Haut bei Kälte am besten schützen kann. Dexpanthenol ist gut, gerade bei so trockenen, rissigen Stellen, weil das wundheilungsfördernd wirkt. Heute in Gesundheit. Pflege für gestresste Winterhaut. Ah, die Sonne brennt im Gesicht. Traumhafte Bedingungen bei immerhin -1 Grad. Und genau deshalb kann Wintersport im Freien ganz schnell zur Zerreißprobe werden für unser größtes Organ, die Haut. Und ich möchte heute herausfinden, wie man die am besten schützen kann. Und Zug! Am Starnberger See hat der Münchner Ruderclub eines seiner Bootshäuser. Luisa Gärtner, mit der ich heute rudere, ist hier Jungtrainerin und jedes Wochenende mit den Kindergruppen auf dem Wasser. Heute bekomme ich eine Trainingsstunde bei der 9-fachen bayerischen Meisterin. Hoffentlich blamiere ich mich nicht. Du fühlst dich aber sicher mit mir? Ja, in so einer Schüssel. Wenn man in so einer Schüssel kennt, da kriegt man nur Watschen hinterher. Welche Körperregionen sind denn eigentlich hauptsächlich betroffen? Also Hände bestimmt, oder? Manchmal kann man eben auch Handschuhe anziehen, aber eincremen ist die andere Alternative. Und hilft das bei dir wirklich oder ist das mehr so fürs Gefühl, ich schütze irgendwie meine Haut? Nee, also ich habe schon das Gefühl, dass dann immer so ein Film drauf ist. Das Gesicht, die Wangen schmiere ich eigentlich immer so mit so einer dicken Fettcreme ein. Fett braucht unsere Haut nämlich bei Kälte. Die Talgdrüsen produzieren im Winter weniger davon. Das macht die Haut trocken und rissig und entzieht ihr wertvolle Feuchtigkeit. Der Wechsel zwischen draußen und drin belastet die Haut zusätzlich und macht sie empfindlich. Besonders Gesicht, Hände und Lippen leiden. Und jetzt holen wir uns noch ein paar Expertentipps für gesunde Winterhaut. Und zwar nur ein paar hundert Meter entfernt in der dermatologischen Praxis von Monique Stengel. Am Drehort sind wir alle geimpft und getestet und verzichten auf die Masken. Hallo, willkommen. Was ist denn wirklich wichtig für die gestresste Winterhaut? Nun, bei längeren Aufenthalten im Freien wird empfohlen, so etwa ab Temperaturen von 8 Grad Celsius eine Kälteschutzcreme aufzutragen. Das ist eine wasserfreie, sehr fettreiche Creme, wie ein Wintermantel für die Haut. Bitte nicht zu lange drauf lassen und auch dann im Innenraum wieder abnehmen, weil sich sonst ein Feuchtigkeitsstaub bildet. Und das ist dann wiederum ein optimaler Nährboden für Bakterien und Pilze. Dann müssen wir ja eigentlich nur noch klären, welche Produkte denn die richtigen sind. Und genau das machen wir gleich. Willkommen zurück bei Frau Dr. Stengel. Sie erklärt mir, worauf man bei der Hautpflege achten muss. Welche Inhaltsstoffe sollten da möglichst drin sein? Also für die gestresste Winterhaut, die ja meist sehr trocken ist, sind das häufig Inhaltsstoffe, die Feuchtigkeit spenden. Dazu gehört zum Beispiel Glycerin. Dexpanthenol ist gut, gerade bei so trockenen, rissigen Stellen, weil das wundheilungsfördernd wirkt. Dann hautverwandte Lipide, zum Beispiel das Squalan, aber auch Urea. Auch pflanzliche Fette wie Shea-Butter befeuchten die Haut. Reine Öle sollte man lieber meiden, sie ziehen nicht so gut ein. Bei der Hautreinigung auf gewöhnliche Seifen verzichten und lieber zu Emulsionen mit saurem pH-Wert greifen. Ich verwende ab und zu mal Peeling. Wie schaut es denn damit aus im Winter? Bei einer trockenen Winterhaut eher pflegen wie peelen, weil gerade ein Peeling mit zum Beispiel Schleifpartikeln, das irritiert zusätzlich. Besser ist es tatsächlich, zum Beispiel mal eine Maske anzuwenden. Man kann auch zu Hause selbst etwas für die Winterhaut herstellen. Wir probieren eine Lippen- und eine Handpflege aus. Mit den Lippen geht es los. Man braucht nur 4 Zutaten. Einmal Jojobaöl, das spendet schön Fett. Dann das Bienenwachs, das hilft, den Flüssigkeitsverlust über die Haut auszugleichen. Dann Lanolin, also Wollwachs, das wird aus der Schafswolle gewonnen. Und die unraffinierte Shea-Butter. Und all das gibt man zusammen, erhitzt das auf 70 Grad, dann wird das eine schöne homogene Masse, füllt das in einen Cremetiegel und lässt das 30 Minuten im Kühlschrank aushärten. Aus der rückfettenden Kokosmilch, dem Leinöl, das ungesättigte Omega-3-Fettsäuren enthält, und vitaminreichem Hafermehl entsteht eine Packung für die Hände. Wer möchte probieren? Fangen wir bei der Dame an. Die Paste für 10 Minuten auf den Handrücken auftragen und anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Dankeschön. Gerne. Lippen und Hände sind versorgt, aber das Wellness-Programm für Luisa und mich geht fröhlich weiter. Bis gleich.
Das Wellness-Programm für meine gestresste Winterhaut geht weiter. Als nächstes kommt die Hautanalyse. Die ist besonders wichtig, um die Haut mit den richtigen Produkten nicht nur im Winter optimal zu versorgen. Also das spricht für eine Mischhaut. Man sieht im Bereich der Stirn eine großporige Haut mit einem leichten Ölglanz und im Bereich der Wangen- und Augenpartie sehr feinporige Haut, die nicht sehr glänzt. Bedeutet, dass ich da auch unterschiedlich rangehen muss? Ja, man kann theoretisch unterschiedliche Produkte verwenden, aber es gibt auch spezielle Hautprodukte, die für Mischhaut entwickelt wurden. Dann die nächste, bitte. Magst du? Die Männerhaut ist bis zu 20% dicker als die der Frauen, hat größere Talgdrüsen und kann mehr Fett aufnehmen. Luisa hat bisher Produkte für trockene Haut benutzt. Doch Frau Dr. Stengel stellt bei ihr eine ölige und zu Unreinheiten tendierende Haut fest. Und wieso spannt dann meine Haut, wenn ich sie nicht eincreme? Weil sie Feuchtigkeit benötigt und nicht unbedingt Fett. Ja, schonungslos wurde hier Luisas und mein Hauttyp bestimmt. Als nächstes folgt die Pflege und das übernimmt eine medizinische Fachkosmetikerin. Nicola Dickel wird unserer Gesichtshaut jetzt etwas Gutes tun. Zunächst befreit sie die Haut von Unreinheiten und Ablagerungen. Danach bekommt Luisa eine Packung mit konzentrierten pflanzlichen Inhaltsstoffen. Krass, du fängst voll an zu glühen. Das kitzelt total. Was ist denn überhaupt drin in der Maske? Das ist jetzt eine spezielle Phytocorrective-Maske, die schön beruhigt, gerade wenn die Haut ein bisschen gerötet ist, und mit Hyaluron für den Winter, dass die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und was käme dann? Und jetzt wäre die Haut optimal vorbereitet für die nächsten Pflegeprodukte. Aber erstmal bin ich dran. Nach einem Reinigungsschaum inklusive Massage bekomme ich jetzt eine Fließmaske. Die ist jetzt mit Alge und Hyaluron für die Feuchtigkeit, optimal jetzt auch für die Männerhaut. Das ist praktisch, wenn man wie ich einen Bart trägt. Ja, und nach einer kurzen Einwirkzeit bin ich bereit für den nächsten Wellness-Schritt. Es geht in die Sauna. Willkommen zurück am winterlichen Starnberger See, wo Luisa und ich mächtig ins Schwitzen kommen. Saunieren ist nämlich richtig gut gegen gestresste Winterhaut. Durch die hohen Temperaturen in der Sauna weiten sich die Blutgefäße, Sauerstoff und Nährstoffe gelangen in die Haut. Beim Schwitzen werden auch die Poren gereinigt. Eine Studie konnte aufzeigen, dass ein Saunagang einen positiven Einfluss auf den pH-Wert der Haut nimmt. Luisa, bist du eigentlich Saunagängerin? Ich gehe jetzt nicht regelmäßig in die Sauna, aber ab und zu habe ich nichts dagegen. Wenn wir früher im Leistungssport im Trainingslager waren und die Location hatte eine Sauna, sind wir da schon reingegangen. Im Seebad in Starnberg schnappen wir draußen jetzt kurz frische Luft und dann geht's ab unter die Einmal schön warm abduschen. kalte Dusche. Schweiß stärkt den wertvollen Säureschutzmantel der Haut. Seife und Duschgels wären jetzt kontraproduktiv. Kalt duschen fördert außerdem die Durchblutung und bringt den Kreislauf in Schwung. Doch jetzt erstmal Entspannung. Ob es Alternativen zur Sauna gibt? Da könnte ich einen Tipp von Frau Dr. Stengel gut gebrauchen. Könnte ich nicht im Winter einfach ein bisschen länger duschen als normal? Nein, weil das Wasser, insbesondere das heiße, die körpereigenen Fette ausspült. Deswegen eher kurz und lauwarm duschen, danach sanft trocken tupfen und direkt eincremen. Welche Produkte sind eigentlich die richtigen? Eher so Cremes oder Emulsionen? Je trockener die Haut ist, desto reichhaltiger darf die Pflege sein. Das heißt, da würde sich eher eine Creme mit einem höheren Fettanteil eignen. Wenn man sehr fettige, unreine Haut hat, dann lieber eine leichte Emulsion verwenden mit einem höheren Wasseranteil. Luisa, was meinst du, noch ein Saunagang? Jo. Wem ein Saunagang zu heiß ist, der kann seine Haut auch im Dampfbad verwöhnen. Beides tut richtig gut. Herrlich. Das war heute ein richtig geschmeidiger Tag für meine Haut, trotz der Kälte da draußen. Ja, und was auch immer Ihrer gestressten Winterhaut gut tut, genießen Sie die Wintertage im Freien. Bis bald bei Gesundheit.